Ihr könnt op Chamber.lu all menge Aufstimmungen angucken. Aber wusst ihr, dass ihr Live-Plenarsitzungen könnt wie wären? Oder dass all parlamentarisch froh an ihre Antwort öffentlich publiziert wird? Heute entdecken wir, wie transparent als Demokratie wirklich ist, aber wo es noch immer Verbesserungspotenzial gibt. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klimmer, Piratendeputéierten an der Chamber. Und heute gucken wir Transparenz von unserer parlamentarischen Arbeit, weil dir als Bürger alles könnt suivieren und überprüfen, aber ich gerne noch mehr transparent hätte. Transparenz ist von der wichtigsten Prinzipien von einer gesunden Demokratie. Zu Lützeburg habt ihr als Bürger Zugang zu immens vielen Informationen über parlamentarische Arbeit. Zum Beispiel, was ist öffentlich zugänglich? Erstens, alle Plenarsitzungen. Live-Übertragung auf Chamber.lu und an der Tele. Zweitens, Stimmergebnisse. Alle Aufstimmungen auf Chamber.lu und ihr seht, wie wir für euch aufstimmen. Und drittens, parlamentarische Fragen. Alle Fragen an die Antwort nur im Chamber-Sit und am Blättchen. Und viertens, natürlich Gesetzestexte an ihre Verlauf. Und fünftens, Budgetsinformationen. Detaillierte Informationen über das Staatsbudget, seine Modifikationen und seine Exekution. Mir gibt leider auch Grenzen. Und was ist nicht öffentlich, aber das sind Kommissionssitzungen mit ein paar Ausnahmen. Dann natürlich informelle Gespräche von Deputierten, Budgetsnegoziationen bannend der Regierung, auch vieles mehr, was nach einer Nationen geschieht. Als Piratendeputierten haben wir immer gefordert, dass mehr Kommissionssitzungen öffentlich sollen gehen. Das Argument, dass Deputierte frei schwätzen müssen, verstehe ich, aber ich meine, dass mehr Transparenz dem demokratischen Prozess gut tun. Dafür ein paar konkrete Transparenzinitiativen. Ich publiziere all meine Interviews, schon mich für Lobbyregister angesetzt und schon sogar die Regierung verklagt, für mehr Aktien zu kriegen. So daneben haben Piraten eine Plattform, froh.lu, für Bürgerfragen. Und Transparenz muss verbessert gehen. Erstens müssen mehr Kommissionssitzungen öffentlich gemacht gehen. Zweitens brauchen wir mehr verstehst du mich für das Budget, bessere Visualisierung und drittens mehr proaktiv Kommunikation über das laufende Projekt. Viertens Stärkung vom Recht, Information. Transparenz ist kein Luxus, mehr eine Notwendigkeit für Vertrauen an Demokratie. Wenn ihr als Bürger nicht wisst, was Deputierte machen, wie könnt ihr da bei den Wahlen eine informierte Entscheidung treffen? Die Chamber gehört ihr. Ihr habt Recht zu wissen, was da geschieht. In der nächsten Episode gucken wir die Geschichte von unserer Chamber. Von 1848 bis heute abonniert den Kanal und sagt mir, was gebt ihr gerne mehr transparent gesehen an der Arbeit von der Chamber. Ich bin gespannt, ob ihr Suggestionen.